One Planet, 20 Futures, der Podcast vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Willkommen beim Podcast One Planet, 20 Futures vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Mein Name ist Cedric Reichel und ich begleite euch durch die 20 Episoden von diesem Podcast. Das ist der Podcast, die Jitverhängung von uns soll helfen zu verstehen, wie Lützeburg kann wirklich nachhaltig gehen und wie ein Planet für uns alle gut kann durchgehen. Und natürlich, was sind konkrete Aktionen, wir alle gut können an unserem Alltag dazu beitragen, für dazu zu kontribuieren. Wir diskutieren heute Zukunftsvisionen. Und heute diskutieren wir über Demokratie und Zusammenleben mit Laura Zuccoli. Hallo, merci, dass ihr hier sitzt. Ich stelle euch kurz vor mit so 3 Schlagwörter, die ergänzt, was fehlt, und dir sagt man auch, was ihr dazu noch muss mehr wissen. Ne? Okay. Die sind ausgebildeten Assistent Sozial. Richtig. Dir selber, der Name verratet, hat italienische Originen. Ja. Du doch die double Nationalität. Richtig, und die double Nationalität. Am Anfang war nicht ganz klar, ob der überhaupt zuletzt bleiben als Kind oder nicht, ob der gibt es direkt. Ja, mein Papa ist früh gestorben und da kommen die froh natürlich. Und meine Mama, ich war nur in der Mitte. Meine Schwester, mein Bruder, da hat eine Solution gehabt. Aber wie das ist mitten an der Schulsystem war und noch nicht so gut an der Schule war, für eine Stunde. Und meine Mama dezidiert zu bleiben. Ich kann ganz gut nachvollziehen, wenn ich gar nicht weiß, wohin ich die Schiege gehört, wenn ich noch gar nicht weiß, gehe ich vielleicht zurück, was ist zurück, was ist bleiben. Die Frauen, die sich so zur Jitfrei stellt, denen an so einer Situation von Migration ist. Ja, wo in am Fungel die Familie hat weit weg, wo in allen großen Vakanz dann drinnen sitzt, und am Fungel ein verherrliches Bild, bis sie hat, was nicht der Realität entspricht. An die letzte Information, die mengnisch am bekanntesten ist, die war 12 Jahre lang Präsidentin von der AStI, und die war auch bei 40 Jahren engagiert. Also schon 83 Jahre gefahren das, die schon mich schon für die Thematik interessiert, weil ich selber ganz viele Schwierigkeiten hatte, wie mit Platz von noch mit der Schule, das hat mich ganz viel belastet. Ja, und dann habe ich dann effektiv seit 83 war der AStI der erste Salarié. Und dann haben wir das alles abgebaut und ja, effektiv in 2009 war ich dann Präsidentin bis 2022. Für was schwätzt man in einem Podcast über Nachhaltigkeit, über Zusammenleben? Ja, ganz einfach, weil wir haben eine Gesellschaft hier in Lützeburg, die mit einer ganz hohen Zuwachs von Migranten all Jahr, also ich spreche nicht von den Flüchtlingen, ich spreche von den Migranten, das sind rund 20.000 Leute, die all Jahr neu an das Land wohnen kommen. Da habe ich mir noch nicht von Ballje beiberechnet. Aber wir gehen ungefähr viel fort. Das ist so ein Salt migratoire von 14.000 an etwas Leute. Das sind ganz, ganz viele Leute. Wir müssen also das Zusammenleben von Leuten von ganz vielen Nationalitäten, weil Diversität geht so, das weisen alle Studien. Das kommen immer mehr Leute von mir weiter weg. Das ist ganz andere Kulturkrise. Also ist es wichtig, dass das Zusammenleben ein Fundament muss sein, für das wir eine Kultur von der Ökologie, vom Development durable aufbauen. Was ist denn eine Zukunftsvision? Ich wäre meine Zukunftsvision, dass wir das Wahlrecht hätten, im Prinzip von der Residenz, dass natürlich auch die Frontalien Matspruchrecht haben und dass wir abhalten, Lützeburg nicht mehr als Lützeburg zu sehen, mehr an der Großregion, weil wir so viel Austausch und dass wir auch abhalten zu so als Identität, als Lützeburg als Sprache, als Lützeburg. Nein, wir sind ein Land, das immer mehr davon influenziert wird, von all den Leuten, die kommen. Und das ist ein Reichtum. Und da sind dort Leute auch mit vernetzt, weil es einfach wichtig ist, dass die Leute die Projekte alle mitdrohen. Wir schwätzen bei Wahlrecht über Demokratie. Der Folgesatz, Lützeburg war in einer Situation, wie Estland, Lettland 1991 waren. Von einem Tag auf den anderen musst du praktisch Demokratie neu erfinden. Was gibt dann zu Lützeburg gemacht gehen, wenn die Demokratie, wenn kein Gift gehen, dann müsst ihr praktisch Demokratie neu definieren. Was wären Sachen, die wir nicht mehr diskutieren? Ich meine, wenn man die Wahlrecht hat, wäre zum Beispiel die Frage von der Chancengleichheit an der Schule eine ganz wichtige Frage. Du siehst einfach eine Menge Arbeit, und vor allem auch bei Leuten, die Männer bemittelt sind. Sogar auch bei Leuten, die bemittelt sind, die wir an das Schulsystem rankommen, wo es ganz schwierig ist. Den Zugang zum Arbeitsmarkt, den ist noch lange nicht abgeschickt verreden. Du gibt Leute, die du verwussten kannst, du gibt riesige Barrieren. Und dann Diskrimination und Rassismus. Die Leute, viele sie kommen aus anderen Ländern, sie kommen an eine Gesellschaft, die relativ fix aus, reich und ganz individualistisch, wo die Leute Angst haben dauernd für alles. Und sie mussten dann sich halt zurechtfinden. Es gibt aber keine richtige Willkommenskultur. Es gibt keine richtige Art und Weise, wie die Leute empfängt.
Und da ist es einfach wichtig, dass die Sachen aber am Kopf hat, wenn ihn eine Demokratie will fördern, weil wenn wir das nicht machen, mit der Zusammensetzung, die wir haben, wenn der Populismus auch kommt, da haben wir aber schon eine ganz starke Reibereien und noch Tensionen, die keinem zugutekommen, auch schon gut in der Ökologie. Das heißt, die Frage von war rasch, war Pflicht, also war der gibt es gar nicht mehr stellen. Also ich fand, dass es eng froh ist von einer Bedelung von Leuten und einer Gesellschaft, die kann ich nicht so machen, die muss ich noch vorbereiten, du musst die Leute auch vernetzen, du musst die Leute sehen, dass sie zu der Gesellschaft gehören und nicht wie lo aus, dass viele Sachen, also ich nicht zur Gesellschaft gehen, die nicht wegen dem Pass, wegen dem Spruch, ja, weil ihr vielleicht keinen Zugang zum Arbeitsmarkt, weil ihr in seinem Land könnt. Und dass das klar, dass die Leute die das Zusammengehörigkeitsgefühl kriegen, weil wenn sie das tun, da wählen sie auch. Da gehen sie auch mitwählen. Aber muss ich auf den zwei Niveau. Wählrecht muss abbleiben, ohne Distinktion. Und andererseits müssen die Leute aber auch vernetzt gehen, für das möglich ist. Dass sie sich da anbringen. Der kritische Geist. Die Ausländer konnten ja bei der Gemengenwahl wählen letztes Jahr. Also sie haben das nicht gemacht. Sie brauchen eine Wahlpflicht, wie es alle gut dieselbe Rechte. Ja, das ist so, dass wie will dir die Leute sagen, Loki wählen, du hast nie gefragt und nicht. Du hast echt Obstakeln, die du musst übergehen, weil du kannst keine Wohnung, du merkst füreinander keine Lokativwohnung. Weil es geht kein Monat nach der Proprietät, es geht mal überhaupt eine Wohnung. Du hast Schwierigkeiten mit den Kindern an der Schule, du lebst an einem Umfeld, wo du aber immer ein bisschen fährst, ich sehe ja just willkommen, ich sehe ja nicht fest. Sie viele Leute, die versichern noch Lützeburg, gehen besonders Leute aus anderen Ländern. Und das heißt, das ist nicht etwas, wo ich kann, just kurz vor der Wahl, so, schreib dich mal an, da muss ein Prozess geschehen, ein Prozess, den nicht nur die Ausländer, aber bezieht, wir Lützeburger, wo dann der ganze Prozess muss ab B gestaltet gehen, wo du hast zum Beispiel eine Experienz gewiss mit Multiplikatoren, die Leute aus ihrer Community mobilisiert hat. Das heißt, es muss das nicht gesehen als ein Datum, wo es sich da muss anschreiben, mit muss ein ganzer Prozess, wo die Leute merken, es schon etwas zu sagen, an meiner Nachbarschaft, an meiner Gemeinde, ich kann mich eventuell abbringen am Benevolat. Aber wenn das auch lebt als Prozess, dann ist natürlich auch das Interesse an den Wahlen mehr groß, weil ich das nicht vergessen, da kommen vielleicht erstens aus Ländern, wo es keine Wahlen gibt, oder aus Ländern, wo die Leute nicht gerade wählen gehen, weil sie kein Vertrauen mehr in unsere Politik haben. Aber für Vertrauen in unsere Politik muss man die Leute vernetzen, für das die Leute merken, schon etwas mit zu sagen, schon etwas zu sagen. Du gibt ja ein Gesetz für zusammenleben. Und das geht ja auch ein bisschen aus dem Konstat zu so, eine Demokratie findet eben nicht nur alle 4-5 Jahre statt. Mit Demokratie muss permanent gepflegt gehen. Integration wird ja immer mehr aufgeschafft als Begriff. Gesagt, Integration als eine Einbahnstraße, das funktioniert nicht. Weil die so richtig Lützeburger sollen auch Biergerpakt teilholen, sollen auch können dieselbe Formationen machen wie die Ausländer, also weiter. Aber wie weit geht das in die richtige Richtung? Also ich fand, dass das schon in die richtige Richtung geht. Das ist so, dass ich natürlich die Leute, den Biergerpakt, das zum Beispiel, die muss massiv promovieren. Weil das Biergerpakt, das ist im Punkt so ein Pakt, den adheriert, da können Lützeburger, Frontalien, also auch Leute, die an dieser Gemeinde wohnen oder Residenten aus der Gemeinde mitschaffen. Und was Gott ist, das hat einen Außersprachekuren, hat aber auch ganz viele Möglichkeiten, um Module mitzumachen. Und das ist natürlich so eine Art und Weise, wo du dich kennenlernst. Besonders was das am Niveau von dieser Gemeinde ist, wo du dann noch ökologische Themen kannst mal daran holen, wo die Leute dann merken, ich bin hier willkommen. Und das ist einfach wichtig, weil der wir nicht vergisst, wir sind auf einer Insel, ganz rundherum, es gibt ganz viel Fremdenhaus, die Leute sagen, wir verlieren als Kultur, die Identität des Europäer geht verloren, und das bleibt bei den Leuten hängen. Die Leute leben ja, die kriegen das ja mit. Also ist es also wichtig, dass sie da so einen gleichberechtigten Zugang zu Zusammenleben und nicht die Ausländer an mir Lützeburger oder die Frontalier an mir Lützeburger. Das muss gleichberechtigt sein. Aber für das gleichberechtigt ist, muss das auch so promoviert gehen. Und da fand ich, dass den zum Beispiel ganz wichtig ist, das Gesetz mit doch noch ein anderes Gesetz über die Nachkäufe von den Kannern, die neu ins Land kommen, all kann, was neu ins Land kommt, ob das ein Ausländer kann oder Lützeburger, hat die Möglichkeit, während 2 Jahren können ein Zwivi kriegen, für zu gucken, wo ist die beste Möglichkeit, für sich zu integrieren an der Schule.
wichtig fand ich, weil man ja gesehen, welche Resultate hat Ungleichheiten an der Schule anbelangt, besonders bei den benoteiligten Familien. Das ist ja eine Möglichkeit, Leute ranzuholen, die Leute dann auch aufmerksam machen auf andere Themen, wie der Biergerpakt, wie Thematiken, wie geht dann heute ein Déchet, wie gehen wir da so ganz kleine Sachen. Und das sind so die kleinen Sachen, wie so Lego-Sticker, die dann helfen, wie weiterzukommen. Pro vom Nachhaltigkeitsrat. Kollege vom Nachhaltigkeitsrat haben mir die heute Frage abgeschrieben, wie nachhaltig kann ein Land sein, an dem Teilchen von der Bevölkerung nicht wählen kann. Gehen nicht nach anderen Aspekten, die an unserer Demokratie müssen funktionieren, für eine zukunftsfähige Gesellschaft zu gestalten? Ich meine, die Frage ist berechtigt. Ich meine, wir können nicht als Demokratie nennen, wenn wir bei Teilchen der Leute kein Wahlrecht tun oder respektiv, ich denke aber auch in Frontalien kein Mitspracherecht tun. Da können sich natürlich verschiedene Zwischenetappen vorgesehen mit, es muss in die Diskussion nicht einfach so 2015 und Lützeburger, nicht Lützeburger, dagegen gestimmt. Da waren ja aber noch die Aldianer, die sind noch nicht gefragt. Ja, das war den immer ein bisschen so affektiert von den letztes Jahr hat man ein Superwahljahr, fast von der Demokratie als Teilweise geschrieben gehen. Und das war es ja nicht, weil es ja wirklich fast vom Luxemburgeois de Souche war. Ich meine, dummer da, an dem ihn am Fongol immer im Leid ausschließt, ne? Ob das Lotwahlen sind, ob das ob einem Plan vom Zugang zu verschiedenen Rechten. Dummer da so Leute, das betrifft mich ja nicht. Ich von ja nicht damit zu dienen, weil ich sehe ja nicht von ihnen. Also, wenn ich meine kleinen Dinge, ich versuche, dass ich mein Leben über die Bühne bringen, dass ich die suchen, dass ich mein Projekt migratoire realisieren. Und mir für den Rest war ich ja nicht gefroht, ich kann ja nicht dazu. Und das ist am Anfang schlecht, weil du ja, das sind Leute, wenn du ja aus, weil die Wähler ist das ja nicht just für die Leute zu wählen, die ans Parlament kommen. Es hat auch ein Recht, dass die Leute ihre Meinung können sagen, dass die Leute die wählen, die das durchstellen, was sie mengen, und das auch verschiedene Probleme angehen. Wie haben wir dann so viele Probleme mit den Lokationen? Hätte mir das Wahlrecht gehabt, gebe ich nicht mengen, dass wir so lange mit den Lokationen gewährt haben, weil die Ausländer, die brauchen Lokationen. An Lo entdecken wir das Problem von den Wohnen. Mit dem Problem von Wohnen gehen wir doch schon viel drin. Just Plätze bei Holo Probleme. Und du denkst, also wichtig, dass ich das merke, dass das nicht just etwas ist, für einem etwas Wäsche zu holen. Hier geht es nicht einem Rechte Wäsche zu holen oder Männerrechte zu gehen. Aber hier geht es Rechte delen. Das ist natürlich ein Problem. Sobald ein Pouvoirs Relationen hat, dann wollen den Deal die ganz Als Integration auch ein Wurstspiel, an dem Sinn zu sagen, sie müssen sich integrieren, für das sich nicht und mehr muss ändern. Genau. Das ist ganz richtig. Andererseits nicht gerne zusätzlich. Wir ändern uns doch die ganze Zeit automatisch. Genau. Wir funktionieren auch noch kein Smartphone. Genau, wir ändern uns an das am Fongel die identitär, wie wir früher alles besser war. Wie wenn das besser wäre par rapport zu heute. Nee, wir ändern sowieso durch als Digitalisation an KI, da ändern wir uns noch mehr, ob wir wollen oder nicht. Also muss man sowieso flexibel sein. Auch für flexibel zu sein, muss ich da doch muss jemand abzugehen. Und nicht mehr so, ja, du musst hier, du musst da. Das heißt, du musst lernen, wie soll ich so einen Prozess machen, dass du auch mit anderen Leuten darüber kannst schwätzen, auch für das die Leute sich besser an mir wohlfühlen an dieser neuen Gesellschaft, die immer mich schnell ändert, dass man nicht mehr eine Frau von zusammenleben, das ist auch eine Frau, sich besser zu fühlen. Wie viele Leute haben die krank sind, die sich nicht wohlfühlen. Der Covid hat ja richtig eine Zäsur gebracht. Wenn wir die Leute nicht vernetzen, an egal welche Nationalität, egal von wo sie kommen, dann kriegen wir die Kultur nicht. Und da fühlen wir uns allein mit der Digitalisation, übergangen, mit den Decisionen, die als total die Ökologie mischt als Angst, auch das sowieso nicht zu retten. Also bis sie so die Defetismus, den können wir nicht bekämpfen, an dem effektiv die Leute in der Nähe vernetzt, mir aber auch Rechte der Leute gehen, die ihnen nicht weist, also du bist ausgeschlossen. Weil wenn ihnen kein Gleichrecht hat, und noch frohe vor Rassismus, muss auch nicht einfach, boah, das betrifft uns ja nicht weiter. Nee, das ist eine Realität. Und immer mehr, weil man lebt Lützeburg als nicht wie Frankreich, du integrierst an den Mull. Lützeburg, du sind wir gar nicht mehr Mull. Wir sind nicht der Mull. Also eine Zusammensetzung von Gesellschaft, wo eine große Gruppe dominant ist. Das sind wir schon lange nicht mehr. Das heißt, wir müssen uns da also nie setzen, dass wir eben nicht mehr so Mull haben. Das heißt, wir haben am Anfang das interkulturelle Gesellschaft, die muss lernen zu akzeptieren. Auch die Ausländer, nicht nur die Lützeburger. Also ich will da nicht so, das ist Lützeburg. Und da muss ich da können umgehen, weil du die Leute, die kommen aus Ländern, die kennen das auch nicht. Du mal ganz gut bei der
Refugien sind, das gesehen den auch ganz gut bei Leuten, die verschiedene Länder kommen, die ganz Monokultur sind, die Gag schreiben, die Sprachen. Also musste den Leuten Möglichkeit geben, das zu verdauen, das mal zu drohen, und auch dann aber auch hier Probleme mal zu delen. Weil er geht nicht immer Südströms, wir sind alle fein oder nicht, und wir treffen. Nein, die Leute haben Probleme am all der. Und die mussten aber rausgedrückt gehen. Und das geht nicht jetzt so, bei den Ausländern haben wir natürlich kein Wahlrecht. Dem sind Probleme, die gucken nicht am Männer. Wer par contre ist schon nicht gut gesehen. Ich war sonden, ob der Gara Karte oder so ein Aperitif, da gibt just über Sicherheit geschwärzt. Ich gehe zu einem Anwohner von der Gare, ich bin froh, auf der Gare zu wohnen, und möchte ja das nicht. Top, Flop. Was will der einfach nicht, wir müssen hören? Ich will mir hören, dass Ausländer, egal ihre Sicherheit, also die Gleichstellung von Migration, Unsicherheit mit Sicherheit. Ich fand, das geht nicht. Schon gar nicht zuletzt, wo ich praktisch 50% sind. Ich meine, muss die Leute hier eigentlich natürlich seriös holen. Dafür kann ich nicht einfach, indem ich sehe, wir barrikadieren also nach mehr, wir setzen praktisch bei jedem Flick für ein Teil oder wir mit der Kamera an. Ich meine, da kriegen wir das nicht an den Griff. Wir müssen gucken, dass die Leute auch eine Responsabilität kriegen. Die Leute sollen auch responsabel sein. Eine ökologisch froh, also eine froh, wo die Leute auch responsabel umgehen. An Politik muss das lauschen, an auch den Courage haben, hier Mesuren zu holen, die vielleicht im Elektorat im Moment nicht so gefällt. Und das ist aber etwas, das gesehen wir, wenn man schon ein Beispiel Schule, die Tüden, seit Maghreb, das war ein 60er, da sind immer Kanner aus sozial benötigten Zeit, also Millionen Männer gut an der Schule reüssiert, bei das noch immer, just dass dann nur Portugiese sind und Kapverdianer. Aber das sind immer dieselben. Und es geht nicht für uns. Und das ist zum Beispiel ein Element oder die Lokationswohnungen. Okay, wir schwätzen über aktuelle Proprietät. Ja, das ist für die Mittelschicht von der Lützeburger, auch für andere. Da sind aber ganz viele Leute, die kommen nach Land, Junker. Da müssen auch Sachen gemacht gehen. Das spüren wir sie willkommen. Und nicht, so viele Obstakel zu überbrücken, für dass ich mich irgendwie niedersetze. Für das auch bleiben. Was ja gar keine Rolle in der Demokratie spielt, sind die über 250.000 Frontalier, die alle nach Lützburg kommen. Die sind ja aber bald mehr Zeit hier im Land wie bei sich. Und sie kontribuieren noch enorm zu unserem Leben, natürlich dazu. Ne? Also sowohl ökonomisch wie aber auch eigentlich gesellschaftlich, weil sie auch hier. Und natürlich, wie kann man das irgendwie abgebraucht? Ich weiß, dass an Projekten wie Klimabiergerot und so weiter, Partizipativprojekte, als probiert gehen, pur Frontalier mit anzubeziehen. Aber das war natürlich wirklich eine Drucksaufnahme. Also ich meine, wir mussten einfach eine Politik von der Großregion, wir mussten fertig bringen, dass Lützeburg sich nicht just national definiert, sondern dass Lützeburg als Großregion definiert. Das heißt, dass wir einen Bebauungsplan an Großregionselemente erbauen. Das mit Mobilität, das machen wir ja eine Großregion. Dass man auch die Bürger, weil er ja hier schafft, auch als Großregion, sie auch Lützeburg auf der anderen Seite von der Grenze. Das heißt, dass er abhält, die nationale Vision zu behalten. Und das sind eine Chance, weil wir nationale Land sind, eine Reihe können umzusetzen, mit an einer Perspektive von einer Großregion. Wir haben Frontalien, die sich schon seit paar Generationen Frontalien. Übrigens, die leben ganz oft in sich. Sie sind ganz schlecht unerkannt an ihrem eigenen Land, weil sie eben ein anderes Niveau de vie drehen sich echt nach zu Lützeburg wie an ihrem eigenen Land. Das heißt, das ist schon wichtig, dass du auch noch das Kultur du auch seine Rolle spielt, die Geteiltes vergisst. Kultur kann die Leute zusammenbringen, nicht nur eine grosse Kultur. Ich meine, ich schwätze nicht nur von der Kultur, aber ich schwätze von der Kultur Terra, Unerkennung von, zum Beispiel von all den Assoziationen, kulturellen Assoziationen, von denen die Leute herkommen, die auch promovieren, weil das nicht alles ein Zement, für das wir zusammen leben. Und die müssen dafür unerkannt gehen. Was können wir dafür machen, für dass die Assoziationen, die gehen ja alle gut, ob Kapverdianisch oder Polnisch oder Russisch, Ukrainisch, was auch immer, alle gut gründen sie kleine Vereine. Die kriegen aber meistens keine Unterstützung von irgendeinem Ministerium.
Was kann ich machen, für das du das auch, weil das Problem ist auch, dass die aber in der Tisch bleiben. Also wenn ich nicht zum Beispiel irgendwie ja hört zu der Kultur, wenn ich zum Beispiel die Ukrainer nicht so kennt, da geht ich nicht hin, weil ich noch vielleicht nicht invitiert wird, weil ich nicht invitiert fühlt als letzte Bäuer. Was kann ich da machen? Aber die da schon gefreut, die hat die Ökologie froh. Sie das schon ein beide gegangen und nicht so gefreut, hey, mir wäre wichtig, Meinung als wichtig. Als das schon gemerkt geht. Als schon eine Demarche gemerkt geht, wo sie nicht nur just für Essen und Trinken im Festival der Migration gefragt geht, aber wo sie mal gefragt geht zu richtig gesellschaftlichen Punkten, wo sie dann merken, aber das ist auch wichtig, was ich meine. Und die Reconnaissance ist extrem wichtig. Weil die Leute mehr benachteiligt sind, weil die Reconnaissance immer mehr groß ist. Also muss man noch daran denken, muss noch an die Leute denken, die sie auch federiert am Kleid. Der Kleid hat der hier Kontakte, ja. Aber da muss ich noch gucken, dass sie da etwas organisiert, dass sie auch konsultiert, dass sie dann noch merken, natürlich, muss ich sie anerkennen, weil sie müssen viel aus ihrer eigener Tasche bezahlen für ein Lokal, wenn sie überhaupt den haben, für alles, was zu organisieren. Das ist nicht der Fall. Und sie müssen also sie nicht unterstützt. Und deswegen ist es aber wichtig, dass sie da auch muss Heinz das weil nimmen dadurch, dass man sie unerkennt, dann machen sie sich ab. Weil sie machen sich schon nimmen ab, wenn sie merken, dass sie echt geholt gehen. Weil wenn man sie immer nimmen ausschließen und just gut fanden, für mal etwas Exotisches können sie essen, das fanden ich politisch als Citoyen nicht fein. Aber wirklich nicht. Also mir letzte bei Gion nicht gerne, ob eine Stück reduziert. Ne? Ma genau, eben. Ich gebe nur eine ganz riskierte Lehre machen, nämlich, die hat für gesagt, ich gebe nur eine ganz riskierte Lehre machen, nämlich die hat für gesagt, dass eigentlich der Referendum für 2015 keine Überraschung konnte sein, weil ja nicht mehr einen gewissen Teil gewählt wird, für zu sagen, wir wollen kein Ausfall nach Wahlrecht, weil wahrscheinlich als Oxygenität wir es verlieren. Wir haben aber ganz groß gesellschaftlich Vorführungen, zum Beispiel an der Ökologie, eben auch Artenschutz und so weiter. Und die Frage stellt sich ja, können wir alles demokratisch lesen? Also können wir eigentlich doch die Frage vom gemeinsamen Zusammenleben, vom Wahlrecht, kriegen wir das an der heutigen Demokratie gelesen? Also ich meine, dass es wichtig ist, dass sie politische Courage weist, dass sie Decisionen hält, auch wenn sie dem Elektorat nicht gefallen, aber muss ihnen eine Basis haben, wie soll ich sagen, muss ihnen können und Leute kommen. Aber wenn ihr nicht und Leute könnt, wenn ihr nicht mehr von oben ruft, dann wirkt das bei ökologischen Fragen, ja, das Bresel, das sind die drücken. Wenn ihr aber eine Basis hat. Ich schwätze nicht von Biergerot, ich schwätze wirklich von Plätzen, wo die Leute sich treffen, so die Biergerpakt, die Plätze, wo sie dann empfangen für die Kinder, Schritt anzuschulen. Da sind da die Leute, das kann erklären, für was die Decision ist. Dass das aber nicht gesiegt wie just etwas, was auf dem Hof ist, wie wo aber auch gleichzeitig Leute merken, dass das auch für die Zukunft für den Eis. Deswegen fand ich das zum Beispiel das Gesetz mit den Kindern so gut. Weil ich nämlich weiß, die haben ja alle gut, die wollen ja, dass die Kinder an einer lebensfähigen Zukunft leben. Für was benutzen wir das nicht? Für was limitieren wir das just ob wir haben die Leute, wir sehen ja die Leute. Da können wir benutzen das. Das sind kleine Sachen. Ich weiß, du machst der Mensch keine Revolution. Aber ich fand aber das wichtig, dass die Sachen, die schon bestehen, valorisiert an denen Moyen dazu geht, das macht nicht so. Und da sind die Vernetzung zwischen einer Decision, du natürlich muss politische Courage, ja? Ich meine, wenn man den Benzinsmotor aufschafft, das gefällt verschiedene Leute gut nicht. Andererseits muss ich aber auch das können erklären. Das kann ich natürlich durch Sensibilisationskampagnen erklären, absolut. Aber es muss in einer Weise finden. Und da habe ich eben, kommt Schneinke drauf zurück, die Assoziationen, die der Biergerpakt, die Lokalmöglichkeit, Leute zu treffen. Die zwei Sachen muss man nehmen. Mit brauche politische Courage, meine ich. Und es geht nicht so, weil das Elektorat das tut nicht schlecht und ich an eine Vision von enger Wahljahr, also Wahlperiode auf die andere, ja, da ging ich nämlich gewählt. Da fand ich einfach, dass, wenn man so eine Vision, weil das ist nicht die Vision von einer Zukunft von mir, eine Vision, und da fand ich, dass Parteien noch nicht ihre Rolle spielen. Parteien spielen viel zu viel kurzfristig. An die Visionen, wie die zusammenleben, wie die Leute mit das drohen, und da kann ich noch viel mehr leicht politische Decisionen holen, wenn ich ja weiß, dass die Leute das mitdrohen. Die hat ein bisschen Kanner umgedreht. Seht ihr immer so schön, Kanner sind Zukunft, und das geht bei allen Wahlkampagnen auch immer im Viergematt.
gleichzeitig dürfen Kanner bis 18 Jahre nicht wählen, also die Wahlrecht 16 Jahre wird ja auch nicht diskutiert. An Kanner zu Lützeburg haben ja majoritärement Migrationshintergrund. Was für Land, was für Demokratie lernen Sie eigentlich kennen? Ich bemängeln an als Schulen den Mangtum und Formationen und Bierger für die Bierger. Also ich meine, da muss ich aber aussetzen, dass in an als Schulen, also in anderen, das geht ja auch dazu, dass in den Kanner lehrt, an einer Gesellschaft, die diversifiziert, umzugehen, weil das ist auch nicht Pflicht für sie, dem nur wenn du an deiner Klasse hast, für du mit da umzugehen, auch noch lehrt, partizipativ der Tisch da sind sich abbringt und gesagt ob das am Niveau von einem Benevolat ist, ob das am Niveau ist von einem Club, ob das am Niveau ist von irgendeinem Lokalen. Und das muss viel mehr wichtig, viel mehr gedroht gehen und promoviert gehen, auch die Interkultur, auch bei der Interkulturalität umzugehen, mit den Leuten, die so aus verschiedenen Ländern, ich verstehe der hier Spruch, ich verstehe nicht, wie mich so guckt, das muss thematisiert gehen. Und da spielt die Schule natürlich eine wichtige Rolle, weil die Kanner sitzen an der Schule, da muss auch den Eltern die Möglichkeit geben, auch wenn die Eltern nicht partizipieren, das sind so Vorbilder von den Kannern, können nicht partizipieren an der Gesellschaft. Und die kommen mit dem Bagage, den sie aus ihrem Land kommen. Das heißt, du musst auch den Eltern auf dem Niveau von der Schule zum Beispiel die Möglichkeit geben, noch zu treffen, noch darüber zu schwätzen, weil das nicht einfach die Gestion von der das geht nicht. Wir mengen immer, das geht alles vom selben. Das ist also ein bisschen das, was mir als Lützeburg immer gehört. Das geht nicht mehr vom selben. Das muss mir viel mehr, weil also man lebt mir die Gefahr vom Populismus, die steht hinter dir. Und wenn die Frage vom Rassismus, von der Perte von der Identität, von hier, von da, was möchte das? Die Leute fokalisieren sich auf die Fragen, anstatt auf die richtig gesellschaftlichen Fragen. Das heißt, das detoniert am Anfang allen, egal was für eine Nationalität, hier wie, weil sie fertig, sie geben etwas verlieren, wenn es denen Ausländer, die da so massiv kommen, an die wichtigste Frage gehen, da man da gar nicht mehr beschwert. Und deswegen muss man doch nicht umgehen. Und das geht nicht, an denen ihr seht, oh, das geht schon nicht, wir gehen sie eins. Nee, du musst proaktiv. Und die Schule ist ein Element, wo man proaktiv, der Biergerpark ist ein Element, wo man proaktiv sein kann. Ältere Vereinigungen, wo wusste, was ich mit den Älteren. Und du hast Enseignant eine Responsabilität, du mir alle eine Responsabilität. Das ist ja nicht nur in Politik, die haben wir haben auch eine Responsabilität als Bierger. Und das muss ich fördern. Aber dafür brauche ich noch Plätze, wo ich sich dann noch dran treffen. Dafür muss ich noch können irgendwie, es geht natürlich just zu sagen, ja, das ist gut mit. Wenn ich näherens sich kann treffen, und näherens darüber kann austauschen, das muss nicht eine große Konferenz sein. Das kann einfach etwas sein. Ich gebe ein Beispiel, du gehst so an Gemenge, geht so hoppla, das sind Applikationen, aber das sind Plätze, wo es leider reicht, wo Gruppen sich können formieren können. Und da, wo man auch schon für sich erstellen zu sagen. Weil da kommen Leute aus großen Städten, die viel mehr eine gewisse Conscience von der Umwelt wie mir. Ich gesehen, das ganz gut bei uns am Quartier. Da wird gedeelt, ich brauche das, kannst du das nicht lesen. Das muss ich fördern, das muss ich, und da stehen da Leute, die schreiben, ich will benevol sein, und da geht nicht damit gemerkt. Das ist schrecklich. Und leid alles pretto. Muss ich nicht just verbannen. Voilà. Und noch nicht nur an Limiten denken, an Grenzen zu suchen. Ja, mir das geht nicht, weil die schwätzen nicht über dieselben Spruch. Da finden einen Weg, zusammen zu schwätzen. Absolut. Also, ja, genau. Das ist also eine Excuse, die ich nicht akzeptiere. Die Leute machen enorme Formen für die Sprache zu lernen. Also, wenn ich gucke, wenn ich die Leute kenne, wie viele Sprachen die lernen, in kurzer Zeit, da soll ich mir einfach, das ist so immens. Das soll nicht echt auf 14, wie immer, das negativ. Ich kann nicht mit dem schwätzen. Ich kann mein Croissant nicht auf Lützeburg bestellen. Wir kommen zurück auf die Zukunftsvision. Was wäre da der erste Schritt, den man noch 4 machen, für das zu erreichen? Also ich meine, ganz einfach, im Moment muss man massiv den Biergerpark unterstützen. Okay. Absolut. Aber man muss gucken, dass an den Biergerpark ökologisch Frauen dran kommen. Gleichberechtigte Frauen auch. Und dass man das ist so etwas ganz Einfaches, da kann ich direkt machen. Da muss ich natürlich sich auch Modulen ausschaffen, das direkt kann man nur aufhängen, können auch vor Rassismus da abkommen, das ist auch übrigens viel gesehen, aber mit aber auch, dass man das benutzen, für das das an Politik herabkommt, das, was da geschwärzt wird, was die Leute da mitdelen, für das du dann auch die Mesure geholgen, politisch die nötig sind. Laura Zuckerle, so vielmals merci. Merci auch. Das war der Podcast
One Planet 20 Futures vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Ich schon haut geschwart über Demokratie und Zusammenleben mit Laura Zuccoli. Ich resümiere kurz als Gespräch. Ja. Das ist der schwerste Moment für mich. Dir wird ganz klar, dass Fahrrecht eigentlich nicht der Vorgestalt geschieht, für den er lebt und erschafft, müsst können Fahrrecht tun. Auch bei allen Frohen vom Zusammenleben muss immer die Großregion durchgehen. Man muss viel mehr an Großregion denken, an Nationalismus. Dann so der ganz klar, dass die Menschen wichtig ist, Plätze zu schaffen, wo Leute in Kontakt mit ihnen kommen, und nicht immer an der Anxiogenität zu bleiben, das ist ein Wort, das viel benutzt wird, also der Ängstlichkeit mit so weit gewonnen ist. Wie geht es alle besser? Weil wenn wir uns nicht darum kümmern, dann werden es alle mehr schlecht gehen. Und das ist ein bisschen eine Massage, die ich raushören habe. Ja, auf jeden Fall, wir müssen das hier machen, weil der Populismus steht hier unter dir. Aber mir die Leute nicht die Möglichkeit geben, sich zu treffen und die Leute nicht mehr Angst tun, dann detonieren wir die Leute ihre Energie auf Sachen wie Identität und so, und wir vergessen die wichtigste Herausforderung von unserer Gesellschaft. Das ist also nicht nur just eine Sache zu überleben. Genau. Ich so vielmals merci für das Gespräch. Ich so erst merci für das Gucken und für das Lauschen. Ihr könnt den Podcast abonnieren auf alle Plattformen, wie immer. Und ihr könnt euch natürlich auch Messagen schreiben an Schwätz über diesen Podcast. Schwätz kontrovers, mir schwätzt, wenn es gibt an ihrer Familie, bei ihren Kollegen, ob der Arbeit und rekommandiert euch. Der nächste Podcast kommt nächste Woche schon raus. Und bis dahin erhielt von meiner Seite One Planet 20 Futures Zukunft Aselo.